Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch da sein. Danke vielmals, Joni. Ich liebe es, am Sonntagmorgen zusammenzukommen, Gott anzubeten, so den Fokus, wenn wir manchmal unter der Woche auf so allem anderen haben, auf ihn zu richten. Und ich freue mich jetzt, einfach von meinem Herz zu erzählen. Wir sind nämlich mitten in einer Serie. Die Serie heisst «Gott redet», und zwar vielfältig. Gott redet vielfältig zu uns. Wir sind über die letzten Wochen in dieser Serie gewesen, haben angeschaut, wie Gott zu uns reden kann. Wir haben darüber geredet oder gehört vom Elias, wie Gott so durch die Türen zu uns reden kann, indem er Türen aufmacht oder indem er Türen schliesst in unserem Leben und damit eigentlich klar redet und zeigt, hey, ja, lauf da durch oder nein, ich mache sie zu für dich. Wir haben aber auch gehört, wie Gott durch seinen Sohn, Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, wie er durch ihn zu uns redet. Und letzte Woche hat Joni uns mitgenommen auf die Reise, wie Gott durch den Heiligen Geist in unser Leben redet. Und wenn der Heilige Geist redet, dann befähigt er. Dann verändert sich etwas in unserem Leben. Und er hat so gut gesagt, manchmal ist das so leislich und unspektakulär. Manchmal kann das auch einfach ein Gedanke sein, aber die Auswirkung kann enorm sein. Und vielleicht sitzt du jetzt da innen und du denkst, was, Gott redet? Haben wir einen Gott, der zu uns Menschen redet? Vielleicht hat Gott noch nie zu dir geredet. Dann möchte ich dich kurz mitnehmen in die Bibel. Und zwar, die Bibel zeigt uns, dass wir einen Gott haben, der mit uns Menschen kommuniziert. Die Bibel beginnt ganz am Anfang in der Schöpfung. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Und das ist eine Geschichte, wo Gott so als ein leidenschaftlicher, kreativer Gott dargestellt wird, wie er die Welt schafft und kreiert, sie ins Leben ruft. Und die Schöpfungsgeschichte, die macht von Anfang an deutlich, dass Gottes Geschichte mit der Welt und den Menschen auch eine Beziehungsgeschichte ist. Er schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Und indem er den Menschen so schafft im Ebenbild, legt er nicht nur eine Würde auf dich und auf mich, sondern er macht uns auch beziehungsfähig, so wie er selber beziehungsfähig ist. Denn Gott lebt andauernd oder immer in einer Beziehung mit seinem Sohn und mit seinem Heiligen Geist. Die leben in dieser Trinität, in dieser Beziehung. Und darum ist es ein Gott, der mit dir und mir Beziehung leben. Wir sehen das schon bei Adam und Eva, wie er Beziehung mit ihnen gelebt hat, wie er auch mit ihnen kommuniziert hat. Und Beziehung leben bedeutet aufeinander einlassen. Es bedeutet auch, dass man aufeinander hört. Und natürlich gehört zu einer gesunden Beziehung auch gesunde Kommunikation dazu. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der zu uns reden will. Dass wir einen Gott haben, der zu dir spricht, in dein Leben redet. Wir können die Stimme immer mehr und mehr kennenlernen. Und wir können uns auch immer mehr darauf trainieren und lernen, ihn zu verstehen. Ein Vers, der uns über die ganze Serie begleitet, das ist Psalm 32,8. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ich finde, das ist so eine geniale Zusage von dem Schöpfer, von Gott an uns Menschen, wie gerade in einer Zeit, wo wir leben, wo so viele Meinungen an uns herangetragen werden, wo verschiedenste Aussagen behauptet werden, das ist die Wahrheit. Hey, so viel Verwirrung findet statt, weil von verschiedenen Einflüssen so auf uns einprallen. Hey, dort kommt Gott in dieser Verwirrung und sagt, ich will dir den Weg zeigen. Ich will dir zeigen, wodurch dass du gehen sollst. Ich will dich lehren. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich lehren, was dir gut tut in deinem Leben. Dort, wo du Lebensfragen hast, will ich dir helfen, will ich dir Antworten geben. Und ich finde das begeisternd. Das zeigt doch mir einen Gott, der zu uns spricht, der uns zeigen will, wie sollen wir das Leben führen, dass wir aufblühen können. Und etwas, was ich immer wieder feststelle, in diesem Buch, in der Bibel, aber auch in meinem eigenen Leben, ist dort, wo Gott redet. Dort ist es nicht einfach ein bisschen Smalltalk oder so ein bisschen, ja, man muss nicht ganz so anhören. Sondern dort, wo Gott redet, hat diese Worte, die haben Gewicht. Diese Worte, die haben Bedeutung. Diese Worte sind Worte vom Leben. Die verändern, diese Worte sind notwendig, die sind wichtig. Ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, wie sie mir helfen, zum dürfen aufblühen. In Jesaja 50, 4-5 lesen wir: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen
bin nicht zurückgewichen. Ich lese ihn nochmal vor. Ist ein bisschen kompliziert das erste Mal, wenn man das so durchliest. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Also Gott redet da davon, dass er zu uns reden will. Er will zu uns sprechen und dass wir seine Worte verstehen. Er öffnet uns die Ohren, damit wir wie Jünger seine Stimme hören können, seine Worte verstehen. Und die Frage kommt auf, wie hören denn Jünger? Wie hören Nachfolger von Jesus auf diese Stimme? Sie hören ergebnisoffen, sie hören mit Absicht auf ihn, sie nehmen das Sprechen von Gott ernst, dass sie es auch umsetzen oder probieren umzusetzen. Und zwar im Wissen, dass es ein Gott ist, der uns befähigt, im Wissen, dass wenn er redet, dass er Leben bringt und dass das, was er sagt, dass es gut ist. Auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment manchmal nicht verstehen. Es geht mir manchmal auch so, dass ich nicht genau verstehe, was Gott mir sagt. Und ich möchte dich so zum Start von dieser Predigt fragen, streckst du dich bewusst nach Gottes Reden aus? Dürfen deine inneren Ohren wecken? Sind sie offen für sein Reden? Oder hindert dich etwas vom Sprechen von Gott? Ich finde es so schön, wie der Vers vom Morgen früh spricht, oder? Am Morgen früh, wenn es still ist, wenn unsere Ohren noch nicht alles Mögliche haben müssen aufnehmen und reinlassen haben, haben Morgen früh eben Gott zu uns sprechen. Und ich persönlich höre Gott so oft in der Stille, in dem Moment, wo ich in die Stille gehe, in dem Moment, wo ich mich zurückziehe. Aber es kostet mich jedes Mal etwas in meiner viel beschäftigten Welt oder in meinem viel beschäftigten Leben. Und ich möchte dir auch die Frage stellen, nimmst du die Stille in Kauf, um von Gott direkt zu hören? Eine weitere Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, das ist durch Menschen. Es ist eine Art und Weise, wie Gott zu uns reden kann. Und ich möchte jetzt ein bisschen Zeit in diesem Thema verbringen, wo man miteinander anschaut, wie das aussehen kann. Manchmal kann das weniger spektakulär wirken. Manchmal kann das einfach so übersehen werden. Und ich erlebe es in meinem Leben immer wieder, wie Gott anderen Menschen so etwas sagt, zu mir weitergeben. Jetzt auch gerade so in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mal zurückstudiert und gemerkt, hey ja, Gott hat schon enorm oft, enorm viel durch Menschen direkt zu mir gesprochen. Und vielleicht braucht Gott also andere Mittel und Wege, dass wir auf ihn hören können oder wo wir es vielleicht sonst manchmal überhören. Gott kann durch Männer, Frauen Gottes zu dir und zu mir sprechen. Er kann durch Ehepartner oder allgemein Partner zu dir und mir sprechen. Er kann aber auch durch Small Group Leiter, natürlich auch durch Teilnehmer von der Small Group zu uns sprechen. Er kann durch gute Freunde zu uns sprechen. Und einfach allgemein Einzelpersonen. Und ich will mit euch 4 Arten anschauen, wie Gott durch andere Menschen zu uns redet. Und das Erste, Gott spricht Korrektur zu uns durch andere Menschen. Ich fange gerade mit dem harten Bit an. Wenn wir ins Buch Samuel gehen, 1. und 2. Samuel, dann sehen wir 2 Könige. Und zwar der König Saul und der König David. Und wir steigen jetzt gerade in 2 Storys hier. Und etwas, was wir dort sehen, beide haben Korrektur von Gott erhalten. Aber sie beide sind total verschieden mit dieser Korrektur umgegangen. Im 1. Samuel lesen wir vom König Saul. Und zwar ist der Prophet Samuel zum König Saul geschickt worden, um ihn zu korrigieren, weil er einen Fehler gemacht hat. Der Saul hat nämlich nicht nach Gottes Willen gehandelt, obwohl Gott ihm ganz klar gesagt hat, hey Saul, so und so und so und so musst du vorgehen, dann ist es in meinem Willen. Aber der Saul hat gemeint, er weiß es besser und er hat andere Befehle ausgeteilt. Der Prophet Samuel ist gekommen zu ihm und er hat den König zur Rede gestellt. Und es ist spannend, wie der König Saul darauf reagiert. Und zwar hat der König Saul das überhaupt nicht eingesehen. Er hat sich gerechtfertigt, er hat Gründe gesagt, wieso dass er so gehandelt hat und nicht nach Gottes Willen gehandelt hat. Er hat alles erklärt, hat sich gerechtfertigt und so einen Weg durchgefunden, probiert das zu erklären. Und er hat keine Einsicht gehabt. Und er hat die Korrektur, die eigentlich direkt von Gott gekommen ist,
nicht annehmen. Er hat sie nicht annehmen. Im 2. Samuel sehen wir dann den nächsten König, den König David. Und da kommen wir zu einer Geschichte, wo wir wahrscheinlich die meisten von uns schon mal etwas davon gehört haben. Und zwar ist die Geschichte, wo der Samuel die schöne Bathseba sieht. Ich nehme jetzt mal an, das war seine Nachbarin. Er hat gesehen, wie sie am Baden ist. Und wahrscheinlich hat er sich gerade ihr Aussehen verliebt. Er hat sie an den Hof schicken lassen, genauer gesagt, in sein Schlafzimmer schicken lassen. Und er hat mit ihr geschlafen. Die Frau war verheiratet. Der David hat Ehebruch begangen. Blöderweise ist sie noch schwanger geworden und hat das Ganze irgendwie vertuschen. Irgendwie ist das nicht gut gegangen. Und schlussendlich hat der Ehemann von der Bathseba im vordersten Front positioniert, dass er möglichst schnell stirbt. Und er ist gestorben. Was passiert? Der Prophet Nathan ist von Gott beauftragt worden, zum David zu gehen. Er ist zum David geschickt worden und er hat ihn auf seinen Fehler aufmerksam gemacht. Und er hat ihm gesagt, hey, da muss Korrektur in deinem Leben stattfinden. Und der David hat total anders reagiert als der Saul. Er hat Einsicht gezeigt. Er hat die Korrektur angenommen. Er hat um Vergebung gebeten. Und man merkt richtig, wie es ihn bewegt hat und wie er gemerkt hat, dass er eigentlich einen riesen Fehler gemacht hat in seinem Leben und im Leben von Bathseba und ihrem Ehemann, der verstorben ist. Gott spricht auch heute noch durch Menschen zu uns, um uns zu korrigieren. Er kann Menschen bewegen, um uns Korrektur aufzuzeigen, wo wir vielleicht selber gar nicht draufgekommen wären oder das gar nicht sehen würden. Unser erster Reflex ist doch oft, dass wir denken, Korrektur annehmen. Komm, egal, was sagst du mir? Oder? Ich habe nicht gerne Korrektur, ganz ehrlich, weil ich mache nicht gerne Fehler. Darum ist es für mich manchmal mehr so, was? Wirklich? Okay, ich weiss nicht, wie es dir geht, vielleicht kennst du das auch. Aber vor vielen Jahren hat meine Kollegin, eine gute Freundin von mir, mich stark korrigiert. Und ich möchte das kurz erzählen. Und zwar bin ich in einer Konversation mit ihr und ich habe so einen Witz gemacht und plötzlich ist sie ruhig geworden. Und sie hat eigentlich kein Wort mehr gesagt. Sie ist ruhig geworden, hat sich so ein bisschen von mir abgewendet und irgendwann schaut sie mich wieder an und sie sagt, weißt du Steffi, du bist so eine gute Freundin, du bist so eine gute Frau, aber ab und zu machst du so Witz und in diesen Witz ist noch so etwas Ernsthaftes verpackt drin und es ist für mich wie ein Pfeil, wo du mir einfach ins Herz stichst. Und ich bin dort gesessen und dachte, ouch, das ist nicht cool zu hören von einer guten Freundin. Und ich habe gedacht, hey, ich will nicht so eine Person sein, die mit guten Freunden so umgeht. Und ich habe mich darauf einlassen und ich habe gemerkt, wie Gott mir sagt, weißt du, Steffi, ich will deinen Charakter schliffen. Ich will dich zu einer besseren Steffi machen. Und ich habe mich darauf einlassen und ich habe mir angefangen zu überlegen, wieso mache ich so Aussagen in einem Witz? Wieso muss ich mir so einen Speer oder so einen Pfeil schicken? Und ich habe angefangen, das einfach sein zu lassen, wenn ich gemerkt habe, es geht eigentlich mehr um mich. Und sonst habe ich es im Ernst angesprochen. Und ich bin auf den Prozess gegangen und das Coole ist, heute mache ich das nicht mehr. Ich merke selber, das ist nicht angebracht. Und so können wir uns auf Korrektur einlassen und können davon lernen. Und ich will dich mal fragen, wie gehst du mit Korrektur um? Kannst du sie annehmen? Bist du eher wie der Saul, der sich rechtfertigt und sagt, hey, weißt du was, in meinem Leben musst du nicht reden? Oder bist du eher wie der David, der das annimmt und Einsicht zeigt? Es braucht Demut und einen Stolz, den wir immer wieder ablegen müssen, um Korrektur anzunehmen. Es braucht Demut, nicht einfach davon auszugehen, dass ich im Recht stehe, dass ich richtig bin. Aber ich glaube, das kann manchmal so schnell in unserem Leben passieren. Das Geniale ist, wenn wir uns einlassen auf die Korrektur, hey, dann entsteht ein Wachstum in deinem Leben. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deiner Persönlichkeit, in deinen Beziehungen. Hey, es hilft dir, es stärkt dich, du lernst dich besser kennen. Dort, wo du Korrektur annimmst, dort wirst du auch ein Stück weit schon behütet auf weitere Fehler, die du könntest machen in deinem Leben. Das ist ein genialer Gewinn und darum möchte ich dich ermutigen. Nimm die Korrektur an, aber wichtig, prüf sie auch. Prüf sie. Und wenn du merkst, es ist etwas dran, hey, dann wirst du sehen, wie sich dein Leben positiv verändert, wie es etwas Positives bewirkt. Ich möchte dich an dieser Stelle auch fragen, hast du Menschen, die dir bewusst dürfen ins Leben sprechen? Menschen, die wissen, dass sie dir dafür Korrektur geben, mit viel Liebe.
glaube, manchmal ist es so schwer, oder? Jemandem zu sagen, hey, du darfst mich korrigieren. Oder vielleicht ist es auch schwierig, jemanden zu korrigieren. Mir fällt das manchmal auch schwer. Aber ich habe gemerkt, es macht es guten Freunden so viel einfacher um mich herum, wenn sie wissen, sie dürfen mir ins Leben sprechen. Und ich habe 2, 3 so Freundinnen, die das immer wieder machen dürfen, wo ich offen dazu bin, wo sie die Erlaubnis bekommen haben. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, cool, jetzt habe ich den Freipass bekommen, nach der Kirche gehe ich zu dem an, und jetzt kann ich endlich mal sagen, was ich nicht gut finde an dieser Person. Achtung! Hey, frag dich auch immer wieder, bist du genau die richtige Person? Und hast du eine Beziehung mit dieser Person, wo du Korrektur geben willst? Sei mal vorsichtig mit dem, wie wir mit diesen Worten umgehen. Der Paulus adressiert die Gemeinde in Korinth mit Korrektur. Und zwar 2 Gläubige sind miteinander vor Gericht gegangen, weil sie einen Konflikt haben. Und er sagt Folgendes: Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Wow, hey, der Vater voll drin. Und der Paulus spricht da ganz klar, oder? Er geht zu den Gläubigen und er sagt ihnen, hey, wirklich, müsst ihr einfach vor Gericht gehen, müsst ihr einfach möglichst Recht haben. Könnt ihr euch nicht korrigieren lassen, findet ihr niemanden in der Gemeinde, der euch unterstützen kann, der mit euch einen Weg gehen kann. Weil, wenn wir vor Gericht gehen, dann bekommen wir ganz klar das Recht, was das Gesetz sagt. Dort bekommen wir ganz klar das Recht über. Aber ich glaube, Gott hat manchmal eine andere Gerechtigkeit. Und darum sagt er da, hey, wenn ihr wirklich so Recht habt, also vor das Gericht geht, sondern schaut lieber an und redet mit Leuten aus der Gemeinde. Und das wünschen wir uns genau auch bei uns in der Kirche. Wir wünschen uns, nicht, dass man vor das Gericht gehen natürlich nicht, aber wir wünschen uns, dass es Platz hat in unseren Small Groups, in Männerfrühgebeten, in unseren Passion Groups, dort, wo wir miteinander unterwegs sind, dass wir einander ins Leben reden und dass wir einander korrigieren dürfen. Der zweite Punkt ist Ermutigung und Wegweisung. Gott spricht durch Menschen Ermutigung und Wegweisung in andere Leben nie. Jeder von uns liebt durch Ermutigung, oder? Ich liebe es, um ermutigende Menschen mich zu umgeben. Und wisst ihr was? Jeder braucht Ermutigung. Und wisst ihr, das Beste ist, wenn wir doch Ermutigung bekommen und wissen, hey, das ist genau von Gott. Das ist so etwas Himmlisches, Göttliches liegt drin. Eine Ermutigung fühlt sich manchmal für mich so an, dass, wie wenn ich eigentlich in einer Wüste wäre, alles ist ausgetrocknet, mein Hals ist ausgetrocknet, für ein bisschen wie gerade jetzt. Und dann kommt jemand mit einem grossen Wasserkübel und es regnet einfach über mich ein. Es tut einfach so gut. Es tut unglaublich gut meiner Seele und meinem Herz. Und das Geniale ist, der grösste Ermutiger, das ist Gott. Er hat Wort vom Leben für dich parat. Und so oft braucht er Menschen, die sagen, hey, ja, brauch mich, um andere Menschen zu ermutigen. Die Joni hat letzte Woche so mal so ein bisschen angetönt. Was wir oft machen, ist, dass wir vor dem Gottesdienst auf dem Weg hierhin Gott fragen, hey, wer kann ich heute ermutigen? Gott, hast du für irgendjemand eine Ermutigung parat? Und es gibt viele Sündige, wo mir irgendjemand aus dem Auge sticht, wo ich etwas sehe, wo mir auffällt und ich gehe und ich ermutige die Person. Es gibt manchmal auch, dass mir gar nicht auffällt und dann sage ich nichts. Aber ich glaube ganz fest, dass Gott noch so viel mehr Ermutigung für uns parat hat. Aber die Frage ist, sind wir auch parat, um zu hören und um sie weiterzugeben und in andere Menschenleben hineinzusprechen? Primär sind Menschen eher entmutigt als zu ermutigt. Ich habe noch nie eine Person gesehen, die gesagt hat, ich brauche keine Ermutigung, ich bin zu ermutigt. Oder? Und das Geniale ist, du hast alles dazu. Du hast alles dazu, zum Menschen ermutigen. Weil der grösste Ermutiger selber lebt in dir inne, in jeder Lebenslage. Ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Du musst es nicht selber machen. Du musst es aus deiner Kraft machen. Sondern es ist genial. Gott macht es durch dich. Alles, was wir machen müssen, offene Ohren haben, offene Augen haben und sagen, okay, red zu mir. Ich will dich ermutigen in dem Sinne, weil es einfach Leben spendet. Es tut so gut. Und gleichzeitig kann Gott den Menschen so Wegweisung geben, wo wir vielleicht in eine Sackgasse reinfahren. Dort bringt Gott oft Menschen zu anderen Menschen, wo sie ihr Leben sprechen und dort positiv können Ermutigung geben, Wegweisung können geben. Der dritte Punkt ist Rat.
Die ganze Bibel spricht immer wieder davon, wie wichtig das ein guter Rat ist. Und gerade das Buch Sprüche lesen wir das dutzende Mal. Und ich habe 2 Sprüche so mitgenommen, 2 Verse aus den Sprüchen. Und da steht, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Gott braucht Menschen, um einen guten Rat, einen weisen göttlichen Rat anderen Menschen weiterzugeben. Wir alle wissen, dass wir gemacht sind, um mit anderen Menschen unterwegs zu sein, miteinander durchs Leben gehen. Und das ist so etwas Geniales, wie da drinnen können wir enorm voneinander profitieren. Und das liebe ich so fest an der Lokalkirche. Ich liebe das Kirche, dass sie gefüllt ist mit Menschen, die auf Gott hören, die dir einen Rat oder mir einen Rat weitergeben können. Es ist so die beste Art, um einen Rat zu bekommen mit göttlicher Perspektive. Ich meine, schaut nur schon mal um. Schaut mal links und rechts und hinten. Nehmt euch mal 5 Sekunden. Hey, das ist gefüllt mit der älteren Generation, die viel Weisheit hat für die jüngere Generation, die vielleicht in gewissen Sachen besser draus kommt und so ein bisschen näher am Trend ist, wo der älteren Generation helfen kann, oder? Es ist doch so, verschiedene Hintergründe, verschiedene Styles. Hey, Gott schreibt mit jedem Einzelnen seine Geschichte und das ist gut so. Und ich liebe das, was für ein geniales Umfeld. Hey, da ist pures Gold vorhanden, da rein. Ich persönlich liebe es, Menschen einfach Fragen zu stellen, weil ich komme so viele gute Antworten daraus über. Gerade so, Anfangs 20 habe ich sehr oft Menschen gefragt, ob sie mit mir machen, einen Kaffee trinken. Und ich habe sie gelöchert mit Fragen. Ich wollte das wissen, ich wollte das wissen. Und ich habe sie gefragt und gefragt. Und ich gefunden habe, hey, all die Schätze, die haben, das Gold, das will ich auch. Und ich will sie in meine Schatzkammer schön lagern. Hey, und das hat dazu geführt, gerade so im Bereich Single sein, als ich in eine Beziehung kam mit Joni, als ich in die Ehe gekommen bin. Hey, ich habe schon so viel hören und so viel gute Rat bekommen, auch göttlichen Rat, der mir enorm geholfen hat, um mit diesen Saisons, in diesen Phasen durchzugehen. Ich liebe es, das Gold aus den Menschen zu kitzeln. Ich liebe es. Ich habe einmal auch einen Rat von einer Pastorin bekommen, und dort habe ich wirklich gewusst, Gott hat geredet. Das war nicht einfach nur sie. Wir waren miteinander reden, das war vor mehreren Monaten. Und es ist so ein bisschen um die Kirche gegangen. Wir haben darüber geredet, wie es manchmal herausfordernd sein kann, Kirche leiten mit allem Guten, Schönen, was wir lieben. Aber manchmal sieht man auch viel nicht. Manchmal kann es einfach herausfordernd sein. Und sie hat einfach einen Satz gesagt, und der ist mir so geblieben. Sie hat gesagt, weisst du, Steffi, wir müssen mit einer gewissen Leichtigkeit Kirche bauen. Und das kann eigentlich so ein simpler Satz sein, aber das ist mir so ins Herz ziehen und ist immer wieder aufgekommen, dann, wenn ich es herausfordernd gefunden habe, hey, weisst du, mit einer gewissen Leichtigkeit will ich Kirche bauen und die Menschen anleiten. Und ich habe gemerkt, das ist ein Rat, der nicht einfach von ihr gekommen ist, weil sonst wäre er schnell verschwunden, sondern ein Rat, der direkt von Gott gekommen ist. Und es ist etwas, was ich so gut jetzt umsetzen kann, einfach mit einer Leichtigkeit in gewissen Situationen. Ein weiser Rat, es ist hilfreich, es bereichert, es klärt Fragen in unserem Leben. Was ich auch in der Lokalkirche liebe, sind Predigten. Ich liebe es, weil so oft spricht mich etwas aus der Predigt an und ich merke, dass so ein Rat direkt von Gott in mein Leben ist, den ich nehmen kann. Das ist auch ein Grund, wieso ich Predigten immer wieder aufschreibe. Weil ich sonst heimgehe und ich vergesse es. Und gerade letzte habe ich so ein Buch aufgemacht, wo ich alles aufgeschrieben habe, eine Predigt, die mir dort nichts gesagt hat. Und Gott hat einfach durch einen Satz, bam, direkt in mein Leben gesprochen. Das ist doch genial. Ich komme zum 4. und zum letzten Punkt. Wie Gott durch andere Menschen sprechen kann. Gott spricht durch Menschen mit prophetischen Worten. Vorher hat Gott Propheten gebraucht, so als sein Sprachrohr. Die sind zu den Königen gegangen, die sind zum Volk Israel gegangen, die haben ihnen einiges ausgerichtet, was Gott so zu ihnen sagt. Und heute braucht er genau gleich noch Menschen, die prophetische Worte weitergeben können. Prophetische Worte, das sind Eindrücke, das können Gedanken sein, die einem nicht mehr loslassen. Das können Bilder sein, das können, ja, einfach so, vielleicht das Gefühl, das einem nicht mehr loslässt und dann ein Bibelvers dazu. Und Gott redet heute immer noch mit prophetischen Worten. Und in dem ist etwas wichtig. Und zwar unser Umgang mit prophetischen Worten. Zum einen sagen wir nie, Gott hat mir gesagt, sondern ich habe einen Eindruck bekommen. Oder ich habe den Eindruck, Gott hat mir gesagt.
Ich habe einen Eindruck, der mich nicht mehr loslässt. Ich finde, es kann sehr gefährlich werden, wenn man einfach sagt, Gott hat mir gesagt und so ist es. Und wenn wir Eindrücke bekommen, dann bestätigt Gott die prophetischen Worte immer. Das prophetische Wort ist nicht einfach eine Wegweisung, sondern es muss immer mit anderen Wegweisern übereinstimmen, die du bekommst. Und sie widersprechen nie der Bibel, sondern sie folgen den Prinzipien der Bibel. Ich habe das gerade vor ein paar Monaten erlebt. Ich habe eine Anfrage bekommen für eine Leitungsposition. Und zuerst habe ich gedacht, ja, das will ich unbedingt. Da sehe ich mich total drin. Und wo die Wochen so vorbeigegangen sind, bin ich mir plötzlich nicht mehr sicher gewesen. Und ich habe einer guten Freundin von mir gesagt, ob sie sich mal 2-3 Tage Zeit nehmen kann, um einfach auf Gott zu hören. Ich habe ihr nicht gesagt, um was es geht. Sie ist nach diesen Tagen zurückgekommen, hat mir Bibelvers gegeben und ich habe gemerkt, wie es genau für ihn spricht. Und trotzdem habe ich noch so gefunden, irgendwie lange es noch nicht. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Und dann über die nächsten Wochen sind 3 Leute unabhängig voneinander gekommen und die gar nichts gewusst von dieser Position oder von dem Gespräch, das ich gehalten habe. Und sie haben gesagt, weisst du, Steffi, für so etwas wärst du genau die Richtige. Hey, ich sehe dich so in dem Inne. Und mir hat das irgendwie so eine Bestätigung gegeben, auch von Gott, dass ich die Aufgabe mit Freude annehmen und gewusst habe, mal, das ist richtig. Gott bestätigt unsere Worte immer, die prophetischen Worte. Und sonst legen wir es auf die Seite und vielleicht bringt es Gott später irgendwann wieder mal führen. Wie gehen wir damit um? Wir nehmen es an, wir prüfen es aber auch und haben wir einen lockeren Umgang damit. Nicht, dass wir gerade denken, wow, Gott hat geredet und jetzt muss ich mein ganzes Leben umstellen. Sondern haben wir einen lockeren Umgang damit. Nehmen es mit und prüfen es. Prophetische Worte sind immer ermutigend, sie sind immer trostspendend oder auferbauend. Sie sind mehrheitlich positiv. Und wenn es Kritik ist, dann ist es liebevolle Kritik. Das sind so die 4 Bereiche, wie Gott durch Menschen in dein Leben sprechen kann. Korrektur, Ermutigung und Wegweisung, Rat und der prophetische Wort. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Gott ist ein Gott, der mit uns kommuniziert. Es ist ein Gott, der zu dir reden will. Und ich finde es genial, er ist so kreativ und kann auf die verschiedensten Art und Weise zu dir reden. Aber ich möchte dir zum Schluss noch mal eine Frage stellen, und zwar die Frage, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe. Darf Gott in dein Leben reden? Darf Gott zu dir reden? Und darf er in alle Bereiche in deinem Leben reden? Ich finde, Elias hat das so gut aufgezeigt in der ersten Predigt, im ersten Teil, hat er so illustriert, die Lebensbereiche. Und er hat dort schon gesagt, hey, darf Gott in jeden Bereich von deinem Leben reinreden. Ich nehme das nochmal auf, weil ich erlebe immer wieder, wie mir Leute sagen, weißt du, Steffi, er darf bis da hin, aber der Teil gehört wirklich noch mir. Da darf er nicht reinreden. Hey, er darf in das und das und das und das den Lebensbereich reden, aber die 2, nein, dort lasse ich ihn nicht ein. Und darin spielt fast immer unser Gottesbild so eine grosse Rolle. Und zwar, letztlich steckt die Frage dahinter, ob ich Gott vertraue, dass er es wirklich, aber auch wirklich, wirklich, wirklich gut mit mir meint. Weil wenn wir nicht auf Gott vertrauen und dass er es gut mit uns meint, wenn er zu uns redet, dann verlassen wir uns nicht auf ihn, sondern wir verlassen uns auf unseren eigenen Instinkt, wir verlassen uns auf unser eigenes Denken, auf unseren eigenen Kopf. Und mir ist in der Vorbereitung so ein Bild in den Sinn gekommen. Und zwar von einem Schaf, und das heisst Shrek. Und du darfst es gerade mal bringen. Ich merke, die meisten von euch kennen das Schaf. Shrek. Vielleicht auch nicht. Ah, da ist es. Super, das ist der Shrek. Ich habe sehr lachen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich denke, was, das ist ein Schaf? Hey, und das Schaf, das ist sein Hirt, das war beim Hirt. Und als der Hirt wollte das Schaf scheren, ist das Schaf abgehauen. Das Schaf hat Angst gehabt, wenn der Hirt ihn schert. Und es ist abgehauen und nach gewisser Zeit haben sie das Schaf wieder gefunden. Als sie es wieder scheren wollten, ist es wieder abgehauen. Es ist geflüchtet, irgendwo ins Gebirge. Und wisst ihr was? Es war 7 Jahre lang im Gebirge. Es hat sich 7 Jahre lang versteckt, wahrscheinlich aus lauter Angst vor dem Scheren. Und als ich das gesehen habe, habe ich so zuerst lachen. Aber ich habe gedacht, hey, wie krass. Das Schaf mit dieser vielen Wolle trägt so viel. Oder es vermehrfacht das Eigengewicht, wenn es regnet. Stellt euch mal vor, wie schwer das ist, wenn es regnet. Oder?
Ich kann mir vorstellen, dass der Shrek sich so oft in die Dornbüsche verheddert hat, einfach weil er so dick von Wolle geworden ist. Wahrscheinlich hat es jenste Parasiten, die sich schon ins Fell oder die Wolle reingekrochen sind, die sich durchgefressen haben und wahrscheinlich so weit bis zum Körper, bis zum Fleisch, bis zu den Knochen. Und das alles, nur weil sie gedacht haben, dass es besser ist, wenn es auf seinen eigenen Instinkt lässt, auf sein eigenes Denken und auf den Kopf. Und es hat den Hirt verloren und ihm den Rücken gezeigt. Aber eigentlich hat es dem Schaf nur geschadet, wenn wir es doch jetzt so anschauen. Und wenn es um Sprechen von Gott geht, dann können wir manchmal so sein wie das Schaf, der Shrek. Und uns auf unseren eigenen Instinkt verlassen, auf unser eigenes Denken, wie wir denken, der Hirt und somit Gott. Hey, der weiss es nicht genau, wir haben Angst und wir vertrauen ihm nicht tief im Herz, dass er eigentlich das Beste für uns parat hat, das Beste für uns vorhat. Und unser Gottesbild prägt uns so fest, wie wir auf Gott hören und in welchem Bereich, dass wir ihn hineinlassen, im Leben und wo er reden darf. Haben wir Angst vor ihm, dann haben wir auch Angst, dass er uns etwas wegnehmen könnte, dass er etwas in unserem Leben macht, das uns nicht gefällt, das uns vielleicht schadet, das uns nicht gut tut. Dass er dich mal mit anschickt, wo du denkst, dort will ich gar nicht hingehen. Und ich möchte dich fragen, vertraust du Gott tief in deinem Herz, dass er wirklich nur das Beste für dich parat hat in allen Lebensbereichen? Dass auch wenn es vielleicht mal komisch oder anders wirkt und aussieht, dass es zu deinem Besten dient. Vertraust du auf ihn? Oder vertrauen wir Gott nicht und machen so wie das Schaf und wir verstecken uns? Wir ignorieren ihn. Wir kehren unseren Rücken ihm zu und laufen davon. Bist du jemand, zu dem vielleicht Gott schon mal geredet hat, vielleicht vor Jahren, und du bist davon gelaufen? Hey, Gott ist ein Gott von der Gnade. Und Gott ist nicht ein Gott einfach nur vom Gesetz. Sondern Gott meint es gut mit dir. Und er will dein Hirt sein. Er wünscht sich, dein Hirt zu sein, dich zu leiten, dich zu führen. Und ich möchte dir das an dem heutigen Morgen zurufen. Ich möchte dich ermutigen, hey, bete für die Angst, die in deinem Herzen ist. Wenn es Lebensbereiche gibt, wo du Angst hast, dass Gott dort wirklich mit seiner Liebe reinkommen darf, dass du seine Liebe darfst verstehen. Und dort, wo seine Liebe ist, dort muss jede Angst weichen. Hey, ich wünsche mir, dass du nochmal neu einen Durchbruch haben darfst, wenn das bei dir ein Thema ist. Und dass du dort erleben darfst, wie es bereichernd ist, wenn du Gott in diesen Lebensbereich hineinlässt. Wir haben ein geniales Gebetsteam. Jetzt während dem zweiten Worship-Teil. Sie sind hinten rechts und du darfst auf sie zugehen. Hey, wenn dich nicht getraust, dann schnapp dir jemand links, rechts, neben dir, frag die Person für dich zu beten oder du darfst es selber deinen Platz machen. Wir haben einen genialen Gott, der auf kreativste Art und Weise zu dir reden will. Er ist nicht limitiert bei gewissen Methoden, wie er kommunizieren soll. Und ich wünsche mir so für uns alle, dass wir diese Serie, was wir hier hören, dass das nicht nur am Sonntag bleibt, sodass Gott redet, sondern dass wir das in unseren Alltag mit einbeziehen. Hey, ich wünsche mir und ich träume für uns alle, dass wir offene Ohren haben für Gottes Reden, schon am Morgen früh. Ich wünsche mir, dass du offene Ohren haben für Gottes Reden, gerade in deinen Beziehungen, dass du mutig sein darfst, dort, wo du merkst, es ist etwas dran anzusprechen. Aber bist auch mutig dort, wo er in dein Leben spricht und dich auf etwas aufmerksam macht. Ich will zum Schluss beten und ihr dürft alle gerade aufstehen. Vater im Himmel, ich würde dir Dank sagen, dass du als grösster Gott, du bist der Schöpfer, du hast die Welt gemacht und du willst mit uns, kleinen Menschen, du willst mit uns Beziehung haben. Du willst zu uns reden. Ich finde, das ist das grösste Privileg, zu uns mit einem Gott, der mit mir redet. Herr, ich danke, dass du so viele gute Absichten für unser Leben hast. Nur gute Absichten. Und ich bete, Vater im Himmel, an dem heutigen Morgen, dass wir unsere Herzen einmal aufmachen für dich, für dein Reden. Ich bete, dass du jetzt in dieser kommenden Worship-Zeit einfach in die Menschenleben hineinredest, in die Herzen redest, Herr. Ich bete, dass du in Situationen hineinredest, vielleicht auch, die nicht rum sind, wo Unsicherheiten rum sind und dort, wo es einfach jubelt, Herr, dass du das nochmal mehr ermutigst, Herr. Ich bete, Vater im Himmel, in die Herzen, die gerade voller Angst sind, die vielleicht
auch nicht nur Gutes erlebt haben, dass du dort neu darfst mit deiner Liebe kommen. Ich will uns segnen mit dieser Liebe. Ich will uns segnen mit Mut, dass ihr euch aufmachen auf das Abenteuer, das Gott mit euch, für euch parat hat. Ich bitte dich, Herr, dass du deine Liebe nochmal neu ausgüssest und unsere Herzen dürfen so durchdringt werden von dem und dass wir dürfen erleben und sehen, wie du der Gott bist, der einen Plan hat, der ein Ziel hat für unser Leben, der eine Bestimmung hat, Herr. Und dass wir dürfen sehen, wie wir in dem hineinlaufen und in dem hinein aufblühen und dürfen Schritt machen, Schritt vom Leben her. Und dürfen in das Leben immer mehr hineinlaufen, Herr. Ich lobe und preise dich. Wir heben dich hoch, Herr. Wirk du in dieser Zeit, Herr. Tu du, was du am besten kannst tun. Wir geben dir die Zeit an, Herr. Danke dir, Vater. Amen.